unglaublich, das leckere Teil. Servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und die Bude ist wieder eröffnet. Ich habe schon zwei Gerichte gemacht, die gefüllten Paprika, die Hähnchenschenkel habe ich schon gemacht. Und morgen gibt es ein leckeres Pulled Pork aus diesem großen Dutchofen mit guten Freunden. Und heute werden wir das schon vorbereiten, weil das muss 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Dazu habe ich hier knapp 3 Kilo Schweinenacken. Der ist schön gewaschen, trocken getupft. Und dieses gute Stück werden wir jetzt mit einem guten Wrap von Magic Dust Wrap. Ich nehme immer den von der Firma Achterhof, weil der uns am besten schmeckt, und mit dem werden wir das ganze Stück einrappen. Ich freue mich schon für Pulled Pork aus dem Dutchofen, habe ich noch nie gemacht. Und morgen kommen gute Freunde und da werden wir das Ganze zubereiten. Dazu brauchen wir jetzt ein bisschen Sonnenblumenöl, nicht viel, da brauchen wir nicht viel. Also nur, dass der Wrap leichter haften bleibt. Richtig schön einmassieren mit Öl. Also das ist ein richtig schönes, durchwachsenes Stück. Und dann schauen wir mal nach, ob irgendwelche Knochen drin sind, weil die können wir nicht brauchen. Das ist ein Schweinenacken ohne Knochen. Das schaut aber ganz gut aus. Und dann großzügig drüber streuen. Also der Wrap ist hervorragend, der Duft ist schon der Wahnsinn und vor allem hat er einen sehr guten Geschmack. Ja, richtig schön verteilen, dass überall was hinkommt. Da braucht man auch nicht sparen. Es darf schon richtig großzügig drauf sein. Wälzen in dem Ganzen. Das ist sehr gut gerappt. Wie gesagt, das ist ein herrlicher Nacken, und für gutes Pulled Pork braucht man natürlich ein sehr gutes Fleisch. Also der ist vom guten Metzger des Vertrauens, und da weiß ich, wo das Viech herkommt. Und wichtig ist, dass man natürlich das Dringen nicht vergisst, das ist ganz wichtig. Der Doktor hat gesagt, du musst viel dringen, dann passiert da nichts, dann fällt da nichts. Unglaublich bei den China wieder. So, wir haben jetzt hier den Schweinenacken fertig mariniert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den hier in diesen Schlauch bringen. Wichtig ist, dass man die Naht ein bisschen fettfrei kriegt. Dann drehen wir das gute Stück um. Dann würde ich sagen, genau wenn die Kirchenglocken läuten, werden wir das gute Stück evakuieren. Das ist der Caso VC100.
Den habe ich auch schon mal gehabt beim Schichtfleisch in Mannheim. Das ist ein sehr gutes Teil. Und dann würde ich sagen, Vakuum und schweißen. So, das gute Stück ist einvakuumiert und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Der kommt jetzt hier 24 Stunden in den Kühlschrank. Und dann geht es weiter morgen mit dem Dutch Oven FT6 von Petromax. So, und dann natürlich das Trinken nicht vergessen. Eine Gaumenfreude. Nächster Tag, 24 Stunden war das Pulled Pork jetzt im Kühlschrank. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Dutch Oven zu bestücken. Was brauchen wir eigentlich? Knapp 3 Kilo Schweinenacken, habe ich gestern schon gesagt. Dann brauchen wir Baconscheiben, etwas Rinderbrühe und meine Lieblings-Bullseye Honey, Barbecue-Soße, und die Masken habe ich drauf, weil den Duft, den kann ich nicht erbacken. Das riecht so geil, also wirklich der absolute Hammer. Wir machen jetzt den Topf einmal auf. Wir werden jetzt den ganzen Topf mit Bacon auslegen, dann legen wir los. Weißt du was? Die scheiß Virenlappen brauchen wir nicht. Pulled Pork aus dem Dutch Oven FT6 von Petromax. Ich werde den Dutch Oven jetzt beschichten und dann schauen wir weiter. Die Kohlen heizen schon. Ich werde den ganzen Boden da mit Bacon ein bisschen auskleiden. Das beste Backpapier, was es gibt. So, da mal ein bisschen auseinanderziehen. Das reicht schon, das dürfte reichen. Ziehen wir jetzt ein bisschen auseinander, dass der Boden schön ausgekleidet ist. Dann werden wir mal den Schweinenacken aufmachen. 24 Stunden hat der richtig schön durchgezogen. Beim Aufschneiden schon ein Wahnsinnsduft. So, jetzt werden wir mal das gute Stück herausziehen. Ist das ein Yoshi, knapp 3 Kilo. Und dann werden wir mal den Nacken schön platzieren. Dann habe ich da 150 Milliliter Rinderbrühe. Die schütten wir jetzt da so nebenbei rein. Ich glaube, wir nehmen gar nicht so viel her. Und dann die Barbecue-Soße. Schön verteilen. Wir brauchen ungefähr 150 Milliliter. So, das reicht. Dann brauchen wir jetzt das Thermometer. Und der Vorteil ist, wir haben da so eine Kerbe drin. Und da gehen wir jetzt einfach mittig rein. So ungefähr. Dann den Deckel draus. Wir haben da auch eine Aussparung. Hier ist ein Pfeil und da gehen wir jetzt genau drüber. Und dann würde ich sagen, der Dutch Oven ist fertig und jetzt geht es schon an die Kohlen. Wir brauchen für diesen Dutch Oven 16 Kohlen, 8 auf dem Deckel und 8 brauchen wir unten drunter. So. Also wir sagen zuerst einmal einen guten Schluck Bier.
einfach unglaublich. So, dann werden wir auf den Topf. Acht Kohlen auf den Deckel verteilen. So, wir haben jetzt 8 Kohlen auf dem Deckel, also beim FT6 Pulled Pork reicht, weil wir brauchen jetzt eine Garzeit von 3 bis 3,5 bis 4 Stunden und deswegen reichen insgesamt 16 Briketts. Und hier tun wir die restlichen 8 auch noch ein bisschen verteilen. Und dann würde ich sagen, den Topf stellen wir dann ein. Und dann stellen wir noch den Funkthermometer auf Schwein. Okay, Thermometer ist verbunden und wir brauchen jetzt eine Garzeit, eine Kerntemperatur von 90 bis 95 Grad. Und dann ist das Pulled Pork fertig und wir lassen uns überraschen, weil für mich ist das heute auch Premiere. Aber normalerweise funktioniert das ganz gut. Und hier haben wir die Verfolgung und dann schauen wir in 4,5 Stunden oder in 2 Stunden schauen wir wieder nach, wie das Ganze geworden ist. So einfach ist es. So, also Prost. Wir haben jetzt 3/4 1, 2, 3. Ich sage einmal grob 3:30 ist er fertig. Also wie gesagt, knapp 3 Kilo Schweinenacken, so 10, 12 Baconscheiben für den Boden, 150 bis 200 Milliliter Barbecue-Sauce und 100 Milliliter Rinderbrühe. Also, und der leckere Saft. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Also wir sehen uns dann später wieder in 2 Stunden. So, wir haben jetzt 1,5 Stunden rum und wir haben jetzt 66 Grad Kerntemperatur. Und jetzt werden wir dann einmal nachschauen, wie das Ganze wieder ausschaut. Wir haben ein bisschen Wind jetzt gekriegt und darum habe ich die Petromax-Haube drüber gemacht, damit es die Asche nicht verbläst. Also wie gesagt, wir haben jetzt 67 Grad Kerntemperatur und jetzt schauen wir mal nach, wie das ausschaut. Wir werden das wahrscheinlich wenden müssen, damit wir oben auch eine schöne Kruste hinbringen. Und wir werden auch noch mal Kohlen nachlegen müssen. Wir werden also mal das Geheimnis lüften. Oh, der kriegt oben schon eine Kruste. Die Soße wird geil. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze noch mal weiter schmoren. So, das Pulled Pork ist fertig. Wir haben 96 Grad Kerntemperatur erreicht. Und jetzt werden wir mal das Geheimnis lüften, ob es fertig ist. Unglaublich lecker schaut das aus. Und jetzt haben wir das mit dem ganzen Bier noch richtig schön vermischen. Unfassbar. Auf das müssen wir mal trinken. Also Prost. Der Baconspeck kommt richtig geil zur Geltung. Also das werden wir natürlich einmal probieren.
Geil. So, jetzt lassen wir das Ganze noch mal ein wenig durchziehen, aber schaut euch das an. Ist das gigantisch. Ich glaube, ich sabber dir bald die Kamera an, wie so lecker riecht. Es schaut einfach geil aus. So. So. Da haben wir mal den schönen Deckel runter. Und es schaut einfach geil aus. So. Was gibt es dazu? Wir machen heute einen Krautsalat. Ein Krautsalat von guten Freunden. Ja, da haben wir mal daher. Ah, einfach geil. Ja? Was gibt es da am besten? Spaghetti zum. So, da tun wir gleich einmal ein bisschen was drauf da. Unglaublich. Wow. Pulled Pork aus dem Deutschofen, aus dem Petromax FT6. Macht es noch, macht es noch, lasst ein Abo da und ich sag's euch, unglaublich lecker. Ich kann es euch nur sagen. So, danke fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habe die Ehre, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Servus.